Hoi miteinander! Wie geht's euch? Seid ihr fit und munter? Bei mir ist alles soweit gut. Ich bin diese Woche gerade am Zügeln. Ich bin schon etwa 2-3 Wochen dran und jetzt bin ich im Endspurt. Und am Mittwoch muss ich dann meine Wohnung abgeben. Darum bin ich diese Woche eigentlich gerade ein bisschen beschäftigt. Es gibt immer ein bisschen mehr zu tun, als man denkt. Vor allem bis mal das Badzimmer und die Küche sauber ist. Aber weil ich viel zu tun habe ich gedacht, es ist doch mal eine gute Gelegenheit wieder für eine Gruselgeschichte. Und zwar eine Gruselgeschichte aus den Urner Alpen. Und ja, diese Woche machen wir es einfach mal so. Lehnt euch zurück und los geht's. Sennentunschi. Die Sennen vom Wiesenboden haben nicht allzu viel zu tun gehabt und so haben sie viel Zeit mit Träumereien verbracht. Ein grosses Thema sind natürlich die Mädchen im Dorf gewesen. Sie haben sich sehr gewünscht, bei ihren Liebsten zu sehen, doch die Alpwirtschaft, seit eh und je Männersache, ist mit dem Begehren nicht vereinbar gewesen. Eines Tages ist der Meistersen plötzlich mit einer Puppe auftaucht. Er hat das Tunschi heimlich gebastelt. Den Kopf hat er aus einem Stück Holz gemacht, wo er auf eine Mischgabel gesetzt hat, verziert mit Augen, einer Nase und einem roten Maul. Die blonden Haare haben die gelben Bänder ersetzt und sogar Brüste aus Strauballen hat das Tunschi gehabt. Die Sennen waren hocherfreut, haben das Tunschi zum Tanz ausgeführt und es von Mann zu Mann gereicht. Am nächsten Tag ist es mit ihnen bereits am Tisch gesessen. Es hat wie alle anderen auch einen Teller bekommen und die Sennen haben es mit ihren Löffel gefüttert. Sogar die Nacht hat das Tunschi nicht allein verbringen. Ein Sen nach dem anderen hat es mit in sein Bett genommen und gewärmt. Doch der Senne ist ihr Tunschi noch nicht menschlich genug gewesen. Ein Entschluss ist gefasst worden. Es musste getauft werden. Statt dem Weihwasser haben sie einen Köbel Pschötti genommen für die Segnung. Wo sie den Täufling damit begossen haben, hat das Tunschi zu ihrem Entsetzen die Augen aufgemacht und ist davon gelaufen. Wo die Sennen in ihre Hütte eingetreten sind, ist das Tunschi breitbeinig am Tisch gesessen und hat ihnen den Rahm weggelöffelt. Dann hat es den Käse und all das Brot verschlungen, sodass der geschockte Sennen nichts mehr zum Znacht übrig geblieben ist. Nach einer Weile sind die Sennen immer verrückter geworden. Schlussendlich haben sie das Tunschi gepackt und in Stock gerissen. Diese Sache hat nie wieder erwähnt werden sollen und sie haben sich ab jetzt ganz und gar ihrer Arbeit widmen. Doch, wo sie am Abend hergekommen sind, ist das Tunschi wieder in der Hütte gesessen und hat gegessen. Da haben sie die Sennen gepackt, haben es rausgezerrt und in eine Schlucht abgestossen. Am nächsten Abend hat das Tunschi ihre Gastgeber erneut mit einem Gelächter begrüßt und hat ihnen das nackte Vödel entgegengestreckt. Der Mann ist nichts anderes übrig geblieben, als sich an den Durchgast zu gewöhnen. Das Tunschi hat Unmengen an Essen verschlungen und hat die Sennen nach Belieben kommandiert. Doch es hat auch nicht allein in einem Bett schlafen, was ihnen wiederum gefallen hat. So hat es wie früher von Bett zu Bett gewechselt. Der Sommer ist vergangen und der Alpenpfad ist bevorgestanden. Die Sennen haben sich immer mehr den Kopf zermartert. Sollen sie das Tunschi einfach gehen lassen? Oder will es am Ende mit ihnen ins Dorf mitgehen? Sie haben beschlossen, ihre Sachen zusammenzupacken und sich so leislich wie möglich davon zu schleichen. Doch gerade als die Sennen auf der Zechenspitze in Richtung Tal verschwinden wollten, hat die Tür geknarrt. Und das Tunschi ist rausgekommen. «Nicht so schnell, meine Herren», hat sie angeherrscht. «Ihr habt euren Spass mit mir gehabt und jetzt will ich auch ein bisschen Spass mit euch haben. Leider kann ich nicht mit euch ins Tal gehen, darum muss einer von euch bei mir bleiben», hat das Tunschi gesagt und dabei auf den Meistersen gezeigt. Ratlos haben die anderen Sennen den Meistersen angeschaut. Der hat den Stachi gespielt und hat ihnen aufgetragen, sie sollen doch schon mal ohne ihn vorausgehen. Er würde die Angelegenheit klären und gerade nachkommen. Die Sennen sind erleichtert davongesprungen. Erst als sie die Baumgrenze erreicht haben, haben sie sich umgedreht. Das Mark ist ihnen in den Knochen gefroren, denn vor der Hütte sind die blutigen Überreste
vom meisten Senn gelegen. Sennentunschi hat ihm die Haut abgezogen und die gerade zum Trocknen aufs Dach der Alphütte genagelt. Das wäre schon das Ende dieser makabren Sennengeschichte, Gruselgeschichte, muss ich sagen, aus den Alpen. So ein bisschen untypisch, oder? Meistens ist es eher ein bisschen idyllisch dort oben. Aber scheinbar hat sich auch schon andere Sachen abgespielt. Wobei die Geschichte ziemlich sicher erfunden ist. Also keine Angst. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Geschichte gefallen hat. Ist sicher so eine kurzwillige Geschichte, zum mal reinzuhören. Transkript findet ihr wie immer auf dem Patreon in Schweizerdeutsch, Hochdeutsch. Schaut auch dort, wenn ihr Lust habt. Und sonst wünsche ich euch ganz eine schöne Woche. Geniesst es und legt euch warm an. Ich glaube, es wird ein bisschen kälter von jetzt an. Aber die Wärme kommt sicher wieder zurück. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.